Äthiopien, ein Land dreimal so groß wie Deutschland mit über 90 Millionen Einwohnern. Diese Staat ist zwar auf vollem Development, steht aber noch immer weit hinten vom Index für menschliche Entwicklung, nämlich auf Platz 173 von 187. Wenn man dann ein Land wie Äthiopien und noch raus aus der Hauptstadt gehen, wirklich auf die Plätze, wo Chemie ist, auch kein touristisch verleiht, da gibt das Ganze natürlich einen immens großen Kontrast. Die erste Kehr hält UNICEF Lützeburg 2 Donateure mit auf Platz. La vraie situation, c'est impossible à s'imaginer. Le vent, la poussière, le manque d'eau, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Und auch wenn sie wussten, was ob sie durchkommt, ist die Realität teilweise mehr hart wie erwartet. Kannst du das noch nicht vorstellen, dass das wird? Gut. Das ist Christina, Bankerin am Mam vun engem Jung an Theresia, Übersetzerin am Mam vun 3 Durchteren, sind Santa Joren Global Parents bei der UNICEF an unterstütze mat engem fixen Don allmond Kanner aus der ganzer Welt. Für alle beide sind die erste Kehr afrikanische Kontinent, wo sie lo konkret gesinn wat mat ihren Donen Terrain geschieht. Impression, oh mein Gott. Ja, wir sind gelandet bei erst Pist, das Boden. Flughafen, ja, also außergewöhnlich, ein Häuschen. Das 50 Grad heute. Aber wir sind mal jetzt 14. Wir sind also an der Afar-Wüst, einer von den ärmsten und unterentwickelsten Regionen in Äthiopien, wo noch viel Nomaden leben. En moyenne hat just knapp 1/3 von den Leuten direkten Accès zu Trinkwasser. Die Alphabetisation erreicht wohl nicht Talschen von der Einwohnerzahl und die Frauenbeschneidung ist noch immer weit verbreitet. J'ai peur de ces sentiments de culpabilité que j'ai toujours lorsque je vois des gens qui ont un quotidien beaucoup plus difficile de nôtre. Zu Lützeburg fand ich gesehen, den der Straße ist, das schon immens leid, dann ob schon ich weiß, wir haben Infrastrukturen für die Leute zu kriegen, an denen zu helfen. Wir wissen, es sind keine Infrastrukturen, wenn es so arme Leute gesagt haben, du weißt, sie haben Gelegenheiten nicht geholfen zu kriegen, oder dann ist das noch mehr schwer. Erster Stopp, ein Primärschule zu Mamoulet, die bis zu 300 Nomadenkanner akcueilliert. Wir sind hier angekommen, ich meine, ich war noch ein bisschen mehr intimidiert wie die Schüler. Die Klassen sind dann die Mauern gemalt, mit dem Alphabet, mit Ziffern. Das heißt, die Bücher aus sich und der Mauer gezeichnet. Das war beeindruckend. Da habe ich ein bisschen erklärt, dass auch die UNICEF auch mithilft, die Schulmeisterin dann zu formieren, an Material dann an die Schule zu gehen. Sie haben ein Buch für alle Kinder. Et geht net durch just so in an Projekt ze stechen. Et muss ich schon selber op Platz goen, fir ze gesinn Weitsachen ëmgesat an ausgefordert gin. Dafür hat UNICEF ëmmer schaffte Projekt, de mechen selber aus der Gegend das, an den die verschiedenen Hilfsprogramme koordiniert a kontrolliert. Den Jemal ist selber als Kanter an Schule gegangen, weiß dat nimmen zu schätzen, was seine Profen ihm auf den Weg gehen hun. Wo ich meinen Aufschluss an der Tasche hatte, habe ich gedacht, ich muss etwas für meine Leute machen, für meine Familie, für meine Region. Meine Leute können alles fertig bringen. Sie können einen ganzen Staat bauen, aber sie brauchen für allem etwas: Education und Wissen. Für das Programm weiter auszubauen an andere Kanner dieselbe Möglichkeiten zu gehen wie dem Jemal, sie Schulen wie das weiterhin auf finanziell und materiell Hilfe angewiesen. Für was man als Donateur macht, dass es für allem darum geht, dass sie wirklich gesehen, was die Suche bewegt. Die Suchen können ganz viel bewegen. Wir sind wirklich ganz oft auf Plätzen, wo eigentlich noch keine Entwicklung stattfindet. Das heißt, wir haben eine Opportunität für Größeres zu leisten. Wie der Tisch aber auch, dass natürlich die Differenz zwischen dem, wie es ist, und wie ich denke, sollte gehen, immens groß ist. Baba, Baba, the black sheep, little sheep, have you any wool?
Weiter geht es bei einer Gruppe von Frauen, die sich alle 2 Wochen auf freiwilliger Basis treffen, für mit qualifiziertem Personal über Nutritionalprobleme zu schwätzen. Die Mortalität bei den kleinen Kindern und auch die Malnutrition an der Affairregion ist nämlich noch immer weit verbreitet. Dieses Programm adressiert sich vor allem Mammen. Basically the health extension workers. Wir haben ein Gesundheitsprogramm, bei denen Mamme Gewiese kriegen, wie sie richtig schnieren. Und auch konkret geholfen kriegen bei der Ernährung von ihren kleinen Kindern. Ils ont appris une chose très importante qu'elles ont expliqué, qu'il ne faut rien donner aux enfants de moins de 6 mois que le sein, le lait maternel. Et ça, c'est quelque chose qui est vital lorsqu'on vit dans un environnement où l'eau, c'est un problème. Wenn Kanner dann bis mi all gehen, kreen sie an der Gruppe die nötige Ressource für weiterhin das Essen zu kreen, was sie brauchen, für sich normal zu entwickeln. Mit so Ernährungszusätzen wie zum Beispiel diese Brei, wo viel Kohlenhydrate dran sind, können wir konkret etwas machen gegen Malnutrition und auch den Kammertod. Kann sich vorstellen, dass man nicht so schaffen, wenn sich als Tourist verlädt, mit vor allem an den Plätzen, wo man von Chemie ist. Das ist das Mandat, das ist eine Aufgabe. Aber gerade auch denen kann es helfen, die eigentlich keine Seite, die ein bisschen invisible sind. Und das ist natürlich nicht nur in Äthiopien der Fall, das betrifft wirklich alle Land. Wir sind praktisch an allen Ländern der Welt präsent. Und dementsprechend können die Suchen dann noch flexibel genug angesagt, für das eben die Kanner do Hilfe kriegen, wo sie gerade gebraucht. Trotz den Erfahrungen sterben an Äthiopien nach Haut über 20.000 Kanner, die zu den Alter von 5 Jahren erreicht haben, und das meistens durch Krankheiten. Für die Nomadenpopulationen an dem zu greifen, deplacieren sich Mobilequipen bis bei Daylight, die sonst keinen Accès zu medizinischen Facilitäten hätten. La vraie situation, c'est impossible à s'imaginer. Le vent, la poussière, le manque d'eau, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ehe das mobile Kippen angesagt goufen, waren an dieser Gegend zum Beispiel Triselen ausgebracht. Viele Kanner sind darunter gestorben. Das ist klar zurückgegangen. Und aber sterben immer noch Frauen und Kanner und die Folgen von Krankheiten und Unterernährung. Kanner gehen heute nicht just gegen verschiedene Kannerkrankheiten wie Polio oder Diphtherie geimpft, aber sie gehen auch globalen Ansicht und auch die Unterernährung wird am angehalten und Ernährungszusätze gehen ausgedeelt. Es gibt keine Klinik und noch keine Doktorin hier. Du weinst, gehen wir alle Woche mit 4 mobilen Equipen bei den Leuten und sie verlassen sich drauf, dass wir kommen. S'il n'y a pas d'eau, ils doivent marcher pendant 2 jours pour aller chercher de l'eau potable. Das Wasser ist in der Region ein von den Hauptthemen. Bis 2015 sollen 62% von der Population Access zu Trinkwasser kriegen. Immer mehr Wasserpumpen, die bis zu 100 Meter tief an den Boden riechen, aber auch Wasserleitungen gilus aber sicher installiert. Das ist ganz schwer für sich vorzustellen, dass sie kein Wasser haben, proppert Wasser oder überhaupt kein Wasser, weil ich schon heute mal kein Wasser gesehen. Ma die klimatischen Konditionen an der Affairwüste sind aber heinst du so extrem, dass die Hilfe mal nicht dahin kommt, wo sie hin soll. Das sind so Stängewehr an Wüste. An Obemol war Sandsturm, kommt mir ganz schlimm. Es wurde wirklich gut nicht gesehen, kein Meter. Die Impfstoffe, die den Tag sollten an den Dorf an der Wüste gebracht gehen, kommen durch die Naturgewalten leider nicht mit Zeiten. Den 283 Grad konnte ich von einer Koordinate stehen, lauter Kleinziffern. On est quand même choqués, mais en même temps, moi, ce que j'ai ressenti tout de suite, après le premier choc, c'était l'admiration et l'espoir. Parce que j'ai vu, oui, c'est vraiment difficile, vraiment, mais ils peuvent le faire et ils veulent le faire. Et ce qu'ils demandent, c'est juste un coup de main, quoi. Laststation vun der Rees ass die allereinzeg Maternité a Frauenklinik an der Region. Hei kree firun allem beschniede Frauen spezifisch Hëlle fir zerkuscheieren. Beschneidung kënnt er aus der Zeit virum Islam oder Christentum, also net religiös.
Am Babyalter ginn Schamlëpsen an noch Klitoris ganz wäsch geschnitten, an Donno gëtt alles zougebut a is eng ganz kleng Öffnung gelos. Dodurch kann Mädchen du nun net mir richtig urinéieren, an noch Menstruationsblut kann net mir richtig heraus. Net ze schwatze vun de Quale bei sexuelle Rapporen, wann die keng vollstännech Vagina mi huet. Sie sieht ganz schwer sehr. Als Frau ist das. Kann ich das man kann nicht vorstellen, dass das wird. Gut. An den Haias realisiert den, dass sie keine Instrumente, keine Sterilinstrumente, sie überhaupt keine Instrumente. Wie machen sie das? Wie schneiden die Frauen? Und dann merkt den, okay, das ist just hier das Sexualorgan, den du beschädigt wird. Nee, und dann kriege ich so, das ganze Geschlechtsorgan wird beschädigt. Und die Frauen, die Trägel kommen mal mehr raus und da kann sich als Frau wirklich ganz hart vorstellen. Genitalmutilation ist zwar in Äthiopien verboten, man wird aber immer noch illegal und verstoppt praktiziert. An dieser Klinik kriegt medische Frauen spezifisch bei den vielen Komplikationen, die das Praxis mitzubringen, geholfen. Man hat auch präventiv geschafft, an dem die Frauen und Männer abgeklärt gehen. An den finalen Kontrast zu unserem Leben gesagt, wenn den auch von der Schule dabei zu relativisieren, die Probleme, die ihn heute zu daheim hat. Aber wenn ihn bemerkt, wie gut er es tut, weil ihn eigentlich schon immer wusste, wenn ihn danach mal diesen gesagt, das ist einfach keine ganz andere Nummer. Mit der den einfach nicht dabei vergisst, dass es nicht nur um sich selber geht, mit der er wirklich auch mit ganz wenig, und mit der Zeit, die er geht, und auch mit der Suche, die er geht, und schon ganz viele Leute ganz sehr kann helfen. Christina und Theresia haben vieles von dieser außergewöhnlichen Reise mitgeholt, aber für allem wollen sie sich noch mehr engagieren wie früher. J'ai l'impression que maintenant, je vais m'engager avec plus d'espoir. Parce qu'au début, je disais, oui, c'est une situation difficile, mais il faut faire ce qu'on peut. Maintenant, je dis, oui, c'est une situation difficile et on peut la changer, et il faut la changer.